Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ja, nachdem in der letzten Episode hier alles Mist war, versuchen wir das heute mal ein bisschen koordinierter zu gehen. Ja, neuer Tag, neues Glück. Also nichts wie raus mit uns. Und wie schaut es denn heute aus? Ja, heute ist nichts, aber morgen hat der Schorsch Geburtstag. Gut. Wie schaut es sonst so aus? Wetterbericht von morgen. Ganze Tag klar und sonnig, höre ich nicht so gern. Ist wieder mehr zu schaffen für uns. Okay. Leberwurst, wart mal wieder. Soll auch belohnt werden. Okay. Hier haben wir wieder kruscht. Okay, das war das erste Mal. Unser Silo steht. Perfekt. Aber heute ist wieder Dienstag. Weißt du was? Wenn Dienstag ist, dann warte ich gerade noch ein bisschen und versuche direkt zu Robin zu gehen. Ich versuche sie noch vorm Sport zu verwischen. So, die sieht in Ordnung aus, die Gustel, die berührt. Normale Ziege, Milch und Milch. Okay. Sodala. Raus mit euch. Wie sieht's bei euch aus? Ja, die freuen sich ihres Lebens. Okay. Na. Ich will einfach nur Heu. Geh fort. So. So, eben habe ich's. Meine Fresse. Was man hier alles machen muss, um nur ums Heudrad zu kommen, damit man die Tiere füttern kann. So. Dann hier, hier und hier. So hat alles gut. Kümmern wir uns auch um die Mayo-Produktion. Ja, unser Energiehemmer leider nimmer voll kriegt. Wegen, ja, zu spät ins Bett gegangen einfach. Allerhopf, dann schmeißen wir noch hier die Ziegenmilch rein. Und gucken, dass wir Robin einfach nochmal so erwischen. Verflixt. Schnell, dummel dich, dummel dich. Wir brauchen nämlich noch 1, 2, 3, 4, 5. Und wir brauchen noch 10 Dodefuhr. Und wir brauchen auf jeden Fall noch die Stäh. So. Dann haben wir alles. Stäh, Geld, Kupfer und Lehm. Ich hoffe, wir erreichen sie noch, bevor sie anfängt. Huch. Tschüss, ihr Vöglein. Okay, probieren wir es einfach mal. Mit ganz viel Glück könnten wir sie noch erwischen, aber irgendwie glaube ich nämlich so auch mein Glück. Ja, okay, um 9 macht sie auf. Allerhopp. Sind wir hier gerade noch rechtzeitig? Guck mal, ich habe gedacht, die macht schon um 8 Uhr auf. So. Hallo? Natürlich nicht. Ach Mann. Es ist doch ätzend. Es ist doch echt ätzend. Da muss ich Moje hier. Aber sie braucht ja nicht so lange 2 Tage oder was? Braucht sofort einen Silo-Aufbau. Das heißt, ein drittes könnte ich auf jeden Fall noch errichten. Werden wir auf jeden Fall auch brauchen. Weil wir werden ganz schön viel Gras mähen müssen. Okay, dann machen wir das mal am Schorsch seinen Geburtstag. Halte mal den Gaul an. Wie viel ist hier noch drin? 190 von insgesamt 480. Oh, Hühner verirren sich hierher. Dann probieren wir es jetzt mal hier lang. Was macht dann ihr hier? Hallo? Die Bäm möchte ich hier nicht haben. So. Da sind sie nämlich gänzlich an der falschen Stelle. Okay, so. Amaranth gehört uns. Der kommt raus. Dafür kommt der hier rein. Dann brauchen wir noch... Okay, das war ein goldener Kürbis, alles klar. Brille und Flusskrebs. Köder. Und fang an zu gießen, Ackermann. So. Okay, den Amaranth können wir jetzt selbstverständlich auch nicht mehr nutzen. Die Fläche. Schade drum. Aber kriegen wir alles gebacken. Es dauert nur seit Zeit. Und das ist das, womit ich teilweise einfach nicht zurechtkomme. Geduld habe. Ich war noch nie wirklich großartig geduldig, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ich war nie jemand, der sich durch besondere Geduld ausgezeichnet hat. So. Dafür wird mich wahrscheinlich jeder Japaner strafen, der sowas hört, weil in Japan ist es durchaus eine Tugend, wenn man sehr geduldig ist. So, okay. Machen wir das jetzt nochmal. Und weiter. Bis die Musik auch wieder einsetzt. Gut, also zu Robin können wir heute dann definitiv nicht mehr gehen, aber das machen wir dann morgen am Geburtstag vom Schorsch. Und da gucken wir nochmal, was wir machen. Also, muss auch sagen, in letzter Zeit die Episode, die arten richtig aus von wegen 40-Minuten-Grenze und so. Also es ist schon heftig, was ich hier an Hof bewirtschaft, was halt Zeit schluckt ohne Ende. Und wenn ich dann noch eine Quest angehe, dann schluckt das alles ohne Ende und ich komme nicht mehr vor 0 Uhr in die Kiste. Da müsste man ja fast überlegen, ob ich nicht möglicherweise 20-Minuten-Episode mache, statt immer nur 2 Tage, also statt 2 Spieltage zu machen. Das kommt jetzt auch wieder auf euch an, wenn ihr sagt, wenn ihr nichts sagt, dann mache ich weiter wie zuvor. Dass ich einfach hier immer 2 Spieltage mache. Oder ihr sagt, Alter, wird schon wirklich ziemlich viel und in 40 Minuten habe ich eine Zeit, um mir das nochmal anzugucken pro Tag. Dann mache ich auch nur Endspieltag pro richtigem Tag. Pro Veröffentlichung sozusagen. Das liegt an euch. Müsst ihr mir aber Bescheid geben. So, so. Und hier nochmal. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Machen wir weiter. Also im Winter werden wir auf jeden Fall auch noch recht viel zu tun haben. Und müssen höchstwahrscheinlich auch viel... worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja genau, ich werde noch viel Holz schlagen müssen, genau. Weil im Winter haben wir, selbst wenn wir das Gewächshaus hätten, haben wir nur, sagen wir mal, bescheidene Einnahme. Und ich muss ja trotzdem irgendwie über die Runde kommen. So, Machen wir das noch fertig? Wisst was? Wisst was? Gießkanne auffüllen, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Und dann machen wir das so. Ja, ich bin irgendwie heute etwas verplant, muss ich sagen, bei dem Aufnahmetag. Ich hoffe, das gibt sich noch. Aber manchmal, da habe ich so Aufnahmetage, da muss es irgendwie besonders fix gehen, oder was? Oder ich habe meinen Plan etwas anders im Kopf. Und muss mich dann an die Realität im Spiel hier anpassen. Und das harmoniert nicht immer. So, weil dann ist da wieder ein Dach aufgeschoben. Und da muss ich wieder einer zurückstecken und so. Das ist dann schon etwas nervig. So, dann ganze Krust machen wir mal rein. Bei der Preiselbeere warte ich erst nochmal ab. So, Preiselbeere machen wir auf 25 und die normale Preiselbeere gehen wir auf die 30 hoch. Wird jetzt wahrscheinlich auch unser letzte Preiselbeerernte gewesen sein. Wie sieht's mit Amaranth aus? Ja, da haben wir Mama 2 draus. Okay, ansonsten der ganze Müll war hier. Die 4 Holz packen wir da rein. Amaranth fort. Und wisst was? Wir machen noch hier den Enders. Nee, da haben wir jetzt auch noch die paar. Da haben wir auch noch das bisschen Geduld jetzt mit. Fertig. Bis das dann noch gewachsen ist. Okay, da ist auch noch was. Okay. Da haben wir schon geguckt. Genau, da war nix. So. Ich muss jetzt trotzdem nochmal auf den Kalender gucken. Geburtstag vom Schorsch ist morgen. Wenn ich mich jetzt nicht vollkommen verduddelt habe. Genau. Irgendwie bin ich etwas neben der Cup heute. Neben der Spur. Mag vielleicht auch dort liegen, dass es wieder um die 30 Grad im Schatten hat. Und ich finde es einfach nur immens brutal. Das macht mich fix und fertig, dieses Wetter. So, wisst, was wir noch machen können. Wisst, was wir noch machen können. Das ist gar nicht mal so schlechte Idee. Wir haben nämlich genug im Sack. Und Wintersaat müssen wir uns sowieso nicht kaufen. Deswegen bezahle ich jetzt die 25.000. Da ist nämlich der Tresorraum fertig. Aha.
Und dann können wir in die Calico-Wüste. Da ist nämlich der Bus repariert. So. Genau so machen wir das. Also rein mit uns hier. 25.000 bezahlen wir. Oh ja, ein Kristallarium. Leg einen Edelstein deiner Wahl hinein und es erstellt Kopien davon und das dauerhaft. Sehr schön, das ist gut. Das Haus steht seit Jahren leer, die Bams sind eingezogen und wir mit ihnen. Danke, Victorosaurus Deluxe. Schön sieht's aus. Also Chefbüro mit Ressort steht. Und er holte zweite Stern für uns. Na dann, füg ihn ein. Yeah. Ja, Tanz mit dem Geldwicht. So, okay. Das hat funktioniert. Das heißt, in der Nacht reparieren sie den Bus. Und wir können ein Kristallarium mit Diamant füttern. Halte ich persönlich für sinnvoll. Weil dann erstellt uns das Ding ständig Diamante. Und das sind sehr, sehr begehrte Geschenke bei etlichen Dorfbewohnern. Insofern nichts wie hier damit. So. Theoretisch haben wir halt jetzt nämlich so viel zu tun. Dann könnte ich das bisschen Restenergie, was ich noch habe, nutzen, um ein paar Bäm zu fällen. Vielleicht auch noch gerade die dümmste Idee. So, das Dorei. Reite mit. Ah, nee. Nee, das brauchen wir noch. Verfeinerte Quarz brauchen wir definitiv noch. Okay. Moment, haben wir irgendwo noch einen Diamant auf der hohen Kante zufällig? Nee, leider nicht. Leider nicht. Sehr schade. Wirklich sehr schade. Ich hätte jetzt liebend gern noch einen Diamant auf der hohen Kante gehabt, den ich hier reproduzieren kann, aber nee, das leider nicht. Aber wisst ihr was? Wir packen das Kristallarium jetzt zuallererst mal hier auf unserer Veranda raus. Dann haben wir da nämlich hoch. Können wir es nicht da hier stellen? Doch. So. Dann haben wir das nämlich da abgestellt und können dort jederzeit, wenn wir dann wieder in Besitz von einem Diamant gelangen, können hier jederzeit Diamante produzieren. Okay, dann rahmen wir hier nochmal ein bisschen auf, weil das war mal schon beim Errichten so ein bisschen ein Dorn im Arsch wieder. Opas Schrein halten wir definitiv sauber. Und im Winter kann ich auf dem Hof jede Menge Bäm fällen, aber ich sollte auch wirklich dran denken, wenigstens ein paar stehen zu lassen, damit die im nächsten Frühjahr wieder gescheit nachwachsen können, die Dinger. Also ich sollte nicht einfach blindlings jeden verflixten Baum fällen, der mir begegnet. Das wäre etwas dumm. So, dann hier noch ein bisschen Stäbbrecher und weiter geht's. So, ne? Also ein paar von den Jungbäumen sollte ich definitiv stehen lassen. So viel sollte ich dem zumindest zugestehen. So. Dann können die nämlich schön im Frühjahr nachkommen, die Dinger. Nur möchte ich sie nicht so nur an meine potenzielle zukünftige Felder haben. Weil dann haben wir wieder ein kleines Problem, beziehungsweise ich habe wieder so ein kleines Raummanagement-Problem. So. Dann können wir dazu noch ein kleines bisschen Erwirt vorleisten. Und können einfach noch ein bisschen Gras mähen. So. Setzen wir noch ein bisschen das Zeug um und holen uns noch ein bisschen Heu. Das zur Leben lassen wir einfach noch für die Kühe stehen. So. Weil mir werden der letzte Tag im Herbst höchstwahrscheinlich damit zu tun habe, hier alles an Heu aufzulesen, was wir finden. Ich habe teilweise dann so Probleme damit gehabt, dass ich nur ein Silo besessen habe. In meinem anderen Spielstand. Und musste dann teilweise sogar immer Heu nachkaufen. Und das ist eine Blöße, die ich mir kein zweites Mal geben mag. Ich werde beim Pierre höchstwahrscheinlich ein Grasbündel nachkaufen. Sodass ich dann im Frühjahr auch noch mal ein bisschen Gras einfach so sehen kann. So. Okay. Das lassen wir einfach mal für die Viecher noch stehen. Alles kein Problem. Da können die sich dann ein bisschen selber füttern. Aber ihr seht ja schon, was ich hier für Mordseinnahme schon habe an Heu.
Und das einfach nur, weil ich hier die paar Runden abgehe. So. Da haben wir eigentlich schon fast wieder das Silo gefüllt. Okay. Ich denke, das ist soweit in Ordnung. Deswegen, ein drittes Silo muss ganz unbedingt her. Gut, dann hier rein, hier und hier. Und das bisschen Harz, was wir noch gefunden haben, kommt auch nochmal fort. Dann sind wir soweit glücklich, können in die Fall gehen. Und, Moment. Das möchte ich morgen nicht nochmal extra raussuchen müssen. Vater Schorsch, der liebt Lach ohne Ende, deswegen kriegt der ein silberne Lach noch geschenkt. So. Also, ab mit uns in die Fall. Jo, natürlich will ich das. Und unser Bus wird repariert. Das heißt, Pam geht jeden Morgen um 8 oder 9, glaube ich, geht sie zum Bus. Und dann können wir von 9 bis 17 Uhr in die Calico-Wüste fahren. So, saugut. Wie das hier wird 1515 Einnahme für uns. Es wird. Es wird. So, wie gesagt, gute Schorsch hat halt Geburtstag. Und das ist schon mal wichtig. Dann kommt das Zeug nämlich noch rein. Okay, Leverwurst, wo immer du bist. Hier ist dein Futter, beziehungsweise dein Trinker. Ich weiß nicht, wo er gerade steckt, wieder der Wicht. Ja, irgendwo wird er schon wieder rumrennen. Ich werde ihn schon finden. Und wenn ich einen Ofen streicheln muss, das ist egal. So. Erstmal große Milch. Normale Milch. Ups. Ah ja, Resel hat gerade keine Milch. Hat aber Herz schon. Ja, die ist noch ein Baby. Okay, gut. 2 Heu. Yep. Na, ich hoffe, die gibt wirklich noch bis Ende Herbst ihr wichtige Milch. Ihr große Ziegemilch. So, raus mit euch. Uiuiui. Hier geht aber ganz schön die Post ab bei den ganzen Viecher hier. So. Nee, ich will es nicht essen. Ich will nur mal Endstreichler. Dann hätte ich ganz gern hier wieder Heu. Ihr kriegt noch. So. Dann wird fröhlich weiter produziert. Und wir machen uns hier wieder auf den Weg. Holen hier raus, was rauszuholen ist. Köderei. Ups, das Feld fange ich zumindest schon mal an zu wässern und dann geht's nix wie ab zu Robin. Pierre hat ja halt auch wieder zu. Aber ich denke ohne Witz, wir kommen bis zum Ende vom Herbst gerade noch so durch mit unserem Kruscht. So, da ist wieder... Ah ja, du bist. So. Leverwurst liebt dich. Ah, das heißt, ich habe jetzt seine maximale Liebe erreicht. Mehr geht nicht mehr an dem Hund gefallen. Wenn die Botschaft kommt, das Tier liebt dich, dann sind wir ganz oben auf der Herzeliste, auf der Herzeskala. Das ist wie wenn ich 10 Herzen mit dem Mensch hätte. So, Nala. Gut, ich möchte erstmal, machen wir es dann, Gebäude bewegen, genau. Den will ich do haben. So. Und den will ich dann hier haben. So, dann haben die Viecher nämlich hier wenigstens ein klein bisschen Spielraum. Das finde ich dann, ach gut. Da könnte man nämlich überlegen. Wir können hier super unseren Weg irgendwann ziehen. Und können das hier super nutzen, um die Tiere hier nochmal extra Gras zu pflanzen. Vielleicht sogar noch eins noch hin. Dass wir das so machen. Dann haben wir im Weg, dann haben wir nämlich da hinten nochmal einen Gang, den wir gehen können. Da können wir immer noch durch. Und die Tiere haben da einfach ein bisschen mehr Platz. Das fände ich gut. Und hier sieht man auch noch, wenn Batterien produziert sind. Das ist kein Thema. Und der Hund sieht man auch und der Baum kann man auch noch erkennen. Ja, so finde ich das doch gut.
Dann hätte ich noch ganz gern... Ja, da müsste ich mich auch mal bald drum kümmern. Bau mir noch ein Silo. So. Das machen wir gleich hier direkt neben dran. Dann haben wir auf jeden Fall genug. So, super. Jetzt bin ich echt zufrieden. Jetzt müssen wir nur noch die Käsepresse und die Mayonnaise-Maschine ein bisschen umsetzen, nachdem die ihr Zeug produziert haben. Und dann läuft die Geschichte. Theoretisch könnte man ja auch überlegen, ob man hier nicht, hier in dem Bereich, nicht einen Zaun nochmal extra baut. Aber alles okay. Na, hier sehe ich ja immer meinen Hund, wenn er da liegt. Es ist zwar jetzt irgendwie parallel Dode zu der Hausfront, aber es ist parallel hier... Ja, nicht wirklich parallel, aber es ist okay. Wir haben einfach so mehr Platz. So. Ich bin vollends zufrieden jetzt. Mit 3 Silos dürften wir durch den Winter kommen. Das sollte nicht das Problem sein. Das heißt, so viel haben wir auf jeden Fall schon mal richtig gemacht. Okay, ich hoffe auch am letzten Herbsttag ist die Saat soweit auch fertig. So, warte mal. Das Feld mache ich gerade noch durch. Ja, synchron ist es jetzt leider nicht mehr, aber diese wilde Tierreiberei auf dem Weg hat mich ein bisschen genervt. So. Ihr kommt jetzt fort. Zugunsten der Dodefu, dass ich das so und so regeln kann. Und hier fort mit dir. Ups, ich wollte dich nicht verprügeln, sorry. Und hier das. Ach, geh doch fort. Geh doch fort, das ist doch nicht deine Sache hier. So, die Mayo-Presse machen wir dort hier. Jetzt haben wir das doch nämlich vernünftig aufgereiht alles. So, zwischendurch. Ich habe hier noch Eier, genau. Ich habe hier noch Eier. So. Kommt das Zeug nämlich dort und dort hier. Käsepresse habe ich halt nicht mehr. Und jetzt können die Tiere wenigstens hier in aller Ruhe raus. Bevor ich nämlich die gute Schorsch verpasse. Warte mal, das ist auf der Nummer 6 gelegen. So. Okay, ja, wieder verlorenes Buch. Sau gut. Ja, wie gesagt, Pam steht jetzt hier und die stünde uns zur Verfügung. So, jetzt läuft mal ausgerechnet, jetzt läuft mal die Nase. Ich habe die ganze Woche versucht, mich nicht zu verkälten. Und hat auch wunderbar funktioniert. Und ausgerechnet jetzt, während ich hier Let's Play mache, jetzt muss man die Nase laufen. Und jetzt bin ich kurz vor, oder bin wahrscheinlich schon dabei, verkältet zu sein. Klasse. Die ganze Woche alles wunderbar und genau jetzt. Das ist so ätzend und unfair, ohne Scheiß. Okay. Da sitzt er. Bitteschön. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Ich bin ja beeindruckt. Dankeschön. 3 Herzen habe ich jetzt beim. Alex ist mein Enkel, habe ich ja schon erzählt. Ja, ich weiß es nicht. Okay, Herze-Event trigger ich hier auch nicht. Dann gehen wir wieder zurück zum Hof. Und ich verspreche euch, in der Episode übermorgen werden wir auf jeden Fall einmal zur Kaliko-Wüste reisen, um uns das nochmal anzugucken, was da abgeht. So. Mann. Aber das nächste Mal, also wenn ich jetzt hier fertig bin, werde ich als allererstes mal die Nase putzen. So. Und das ist auch schlimm, das ist nur im linken Nasenloch, wo es sich sammelt. Das ist so gemein. Aber immer wenn ich weiß, oder beziehungsweise immer wenn ich merke, dass ein Nasenloch verstopft ist, dann weiß ich, dass ich kurz vor einer leichten Erkältung bin. Das ist echt merkwürdig. Erkennt ihr das bei euch auch immer an irgendwelche bestimmte Sache, dass ihr jetzt kurz davor seid oder dass es euch erwischt habt, dass ihr erkältet seid?
Wobei es wahrscheinlich nichts anderes sein wird als ein leichter Schnupfer oder so, weil dadurch, dass ich eigentlich draußen viel arbeite, als Archäologe, der draußen schafft auf Ausgrabung, ist es eigentlich eher so, dass ich ein relativ gutes Immunsystem habe. Ich bin aber auch recht froh, dass das passiert, bevor ich zum Drachefest fahre, weil Erkältung oder ein Schnupfer auf dem Drachefest Ende Juli, in der letzten Juliwoche, hätte ich nicht gebrauchen können. Da ist es dann leider, ach so, ihr liebe Leute, muss ich auch sagen, wie letztes Jahr auch und wie, ja, vorletztes Jahr auch. Wenn Drachefest ist, da kommen dann in der Woche keine Let's Plays raus von mir. Das heißt, ich konzentriere mich da voll und ganz aufs Lab und es erscheint in der Woche einfach kein Let's Play. Da bitte ich das Ganze zu entschuldigen, aber wer jetzt schon meinen Kanal seit 2016 verfolgt, der weiß es ja eigentlich auch. Aber ich glaube 2060 bin mir nämlich so sicher, ob ich da schon... Da müsste ich eigentlich auch zu der Zeit schon Let's Plays rausgebracht haben. Ich bin mir aber nämlich so sicher. Ich glaube, das war noch im Drachefest sogar. Aber 2017 habe ich ja auch schon mal gesagt, ihr liebe Leute, ich bin auf Drachefest, pipapo. Kommen keine Let's Plays raus. Ist auch das Jahr definitiv wieder der Fall. So. Okay. Wenn jetzt auch noch ein paar Sonnenblumensaat kriegt, die sollten wir vielleicht auch noch aufheben, damit wir im Gewächshaus im Winter da möglicherweise noch ein paar Sonnenblumen ziehen können. Okay, das heißt, ich habe heute an den gedacht, an George. Sonnenblume. War nicht hier. Okay, aber Stäbe waren hier. Sonnenblume. Wo habe ich denn die Reihe gelegt? Hier. Das sind... Okay, Annie machen wir hier Reihe. Die zwei verkaufen wir. Genauso wie der Mais. Das kommt auch fort. Nichts wie Pforte mit. Und der Müll, der kommt wieder da rein. Und die Sonnenblume Same legen wir mal da rein. Gut. So. Okay. Sieht hier soweit alles ordentlich aus. Wie an sich habe ich eigentlich heute jetzt noch Zeit. Ja, das machen wir so. Ich habe heute noch ein bisschen Zeit, mit euch in die Kaliko-Wüste zu gehen. Es sei denn, sie macht jetzt... Ja. Hätte es 16:50 Uhr noch erwischt, dann wäre das kein Thema gewesen. Aber da ich sie ab 17 Uhr erst erwischt habe, wieder... Tja. Wisst was? Dann gehen wir mal ausnahmsweise wieder ans Meer. Und checken da nochmal die Falle. So. Hier. Ups. Bisschen Lehm. So Nautilus-Muschel wäre jetzt auch nicht verkehrt. Weil mit der Nautilus-Muschel könnte man dann auch die Feldforschung im Gemeindezentrum beenden als Bündel. Ja, gibt alles Geld. So, als nächstes könnte man möglicherweise an einem Stall arbeiten. Fände ich gar nicht mal so verkehrt, dann der Pferdestall. Wenn Robin jetzt damit fertig ist, mit meinem Silo, könnte ich sie beauftragen, einen Pferdestall zu bauen. Das haben wir schon in Stahlvariante. Oh, was ist denn hier noch drin? Eine Garnele. Neuer Erfolg. Massiver Fang. Okay. Genau dort muss jetzt natürlich der Willi wieder stehen. So. Dummkopf. Genau dort muss der natürlich jetzt stehen. Na gut. Dann halt nicht. So. Dann könnten wir nochmal hier runter. Einfach mal ein bisschen noch im Fluss angeln. Ja. Wenn auch was dabei rauskäme, fände ich es noch toller. Wir probieren es einfach mal auf der Brücke ein bisschen zu angeln. Kennt man ja auch, in Amerika gibt es ja auch so viele Bilder von solchen Fischer, die auf einer Brücke hocken. Und da einfach mal ein paar Flussfische angeln. Schauen wir doch mal. Es ist zwar nicht verregnet für diese blinde Gedönse Fischer, aber
Zumindest ein Schwarzbarsch kam raus. Oh, was macht denn Abigail hier? Und Lea, ach. Kannst du das hier Kürbis auf deinem Hof, ah? Habe ich schon, ja. Leg Anna für mich zurück. Ja, natürlich, sofort. Ja, die geht einfach nur vorbei. Ich habe gedacht, die geht jetzt eventuell an und zum Friedhof. Aber gut, gut. Ich sage, ich bin soweit jetzt einfach mal durch. Was steht denn da noch an? Brombeere für den nächsten Winter als Vorrat für den Schorsch. Ja, nee. Hätte ich jetzt noch irgendwo Annie im Sack, kein Thema, aber... Nee, lass mal. Lass mal. Muss jetzt nicht sein, für das bisschen Geld brauche ich es jetzt nicht. Und so dringend nötig habe ich es jetzt auch nicht, dass der Schorsch jetzt mein bester Kumpel auf Forever wird. Aber ich habe ihn jetzt schon auf 3 Herzen hoch. Also, immer hier. Immer hier. Gut, dann machen wir mal den ganzen Quatsch doch rein. Garnele heben wir noch auf. Man weiß nie, wann man das mal gebrauchen kann. Apropos Zeug gebrauchen können und so. Nee, wir machen das so. Wir machen das so. Wir machen das wieder so. Dann klatschen wir das Ding mal hier wieder. Das wird jetzt unser blaue Kist. Und herzlichen Glückwunsch, die Garnele hat es als erste reingepackt. So, hier. Und ich steht sorry, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Da haben wir nichts vor. Das heißt, wir können wunderbar in die Calico-Wüste gehen. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Ich putze mir jetzt erstmal die Nase. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Iron Yankee.